Und das heißt, Freunde, es ist wieder mal Zeit für ein Splatfest! Die weltberühmte Frage, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? So, was haben wir heute für Arenen? Ja, Standarenen und natürlich auch noch eine Wandelzone, wie es sich für ein Splatfest gehört. Ja, wir sind cool und ihr sind Tentacool. Denn die Band von ihnen heißt Tentacool. Es ist Splatfest-Zeit, Freunde. Yeah, Natürlich, wie gewohnt, Splatfest-Zeit heißt bei mir auch immer wieder Zeit, um eine neue Folge von Splatoon aufzunehmen, nicht wahr? So, wir legen natürlich gleich mal los. Wie könnte es anders sein? Und ich hoffe, ich habe wieder mal Gelegenheit für die Wandelzone, weil, ja, ist halt immer ein bisschen was Besonderes, weil es die nur während des Splatfest gibt und die ja sowieso eigentlich nicht mehr geben sollte. Diese Mal vor etwa 1,5 Jahren. Beziehungsweise, nee, doch, es gab ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr her, wo es damals das Jubiläums-Splatfest gab. Wo es irgendwie hieß, ja, sei das letzte und so. Aber da sich als Splatoon 2 eben noch große Beliebtheit erfreut und es noch keinen Nachfolger gibt, gibt es halt noch ein. Ja, so Nintendo gedacht, so von wegen, ja komm, so 2, 3 Splatfest können wir noch ankündigen, bis irgendwie März 2021 hieß es. Und deswegen würde ich sagen, ist sowieso immer wieder geil, wenn man, ja, zu solchen Situationen dann wieder mal ein bisschen zu Splatoon greift, dieses einzigartige Feeling zu erleben und deswegen natürlich auch hier so ein paar Videos hochzuladen, nicht wahr? Der Grund, wieso ich mich für Henne, also die Seite der Henne und nicht das Hai entschieden habe, ich gehe da halt der Hinsicht logisch vor und denke mir so, hey, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Gute Frage. Ich bin der Meinung, das Huhn, beziehungsweise in diesem Fall die Henne. Warum? Stichwort Mutationen. Weil ich finde, ein Ei kann nicht mutieren, aber das, was daraus schlüpft, kann durchaus mutieren. Und vielleicht waren ursprünglich die Vorfahren der Hühner, Hennen etc. Oh, cooles Team. Mal gucken, haben wir noch. Ja, haben wir sind auch cool drauf. Ja, es gab halt so Vorfahren, die Urhühner, Urhennen. Die sind halt ursprünglich noch nicht aus Eier oder doch aus Eiern geschlüpft. Dann wird das immer wieder mehr und mehr mutiert, bis dann halt irgendwann mal so ein Huhn oder eine Henne, eine Urzeit-Henne, sag ich jetzt mal, ein Ei gelegt hat. Und zack, da war es halt. Und das ist der Grund. Ganz einfach. Ganz schlicht und einfach erklärt. Aua. Immer noch erwischt. Wieso ich eben der Meinung bin, ja, jetzt kann man natürlich dann wieder klug scheißen und sagen, ja, aber Michael ist ja gar nicht das normale Huhn und normale Handy, die wir kennen, müsste sein das Eisen, was zuerst da war. Wenn man so sieht, ja. Wow. Aber ich halt von der Motivation, von der Mutation ausgehe, würde ich eben sagen, hey, come on, also das zählt ein Hammer dazu. Wow, der bei der Rang erwischt. Und weswegen ich dann eben, oh, die Erscheinung steht da vor, okay, schlecht. Oh Mann. Das war ziemlich für den Arsch, die erste Einnehmung. Ja, ist halt Wandelzone typisch, nicht wahr? Deswegen, hier ein bisschen speziell, man sieht es auch in der Mitte, da ist auch noch so eine Glasglocke. Das ist die zweite Eindämmung. Da geht es eigentlich nur darum, dass man halt das Gebiet quasi für sich selbst sichern kann, weil nachher kommt man halt nicht mehr rein. Aber raus kommt man halt trotzdem wieder. Deswegen soll man so ein Gebiet schon in der Zeit noch irgendwie in Besitz nehmen, solange es noch nicht, die Eindämmung noch nicht abgeschlossen ist. Sag mal. Die vorhin ein bisschen besser. Toll, zweite Einwendung kann noch uns vorne. Ah, das glaube ich nicht. Ja, seht ihr, ich komme nicht mehr rechts hin. Jetzt sind da eben schon ein paar von denen da. Sag mal. Ah, ich muss erst an den Pro-Controller gewöhnen. Das ist das Doof in der Hinsicht, dass ich nicht in den Tablet-Modus aufnehmen kann, dass es nicht geht. Weil ich zock die Switch
Ja, vor allem bei solchen Spielen. Viel, viel lieber den Tablet-Mode. Toll, hä? Machen sie von hinten her. Eine vernichtende Niederlage. Wo haben wir ursprünglich stehen geblieben? Genau, wegen der Henne, Huhn, beziehungsweise was zuerst da war. Ja, deswegen denke ich eben, dass eine Urform der Henne oder des Huhns, was man trotzdem als solches bezeichnen kann, zuerst da war. Und dann halt irgendwann mal so ein Ei gelegt hat und aus dem sind dann die heutigen Hühner oder Hennen entstanden. Aber man kann es genauso gut umdrehen und sagen, ja hey, dann war es gar keine Henne, Huhn, wie wir es kennen, war es irgendwie etwas, ja, antikes, urzeitliches sogar. Und deswegen war das Ei eigentlich zuerst da. Kann ja auch sein, dass irgendwie von Dinosauriern sogar, oder mit Dinosauriern verwandt sind, nicht nur abstammen, sondern sogar verwandt sind. Oder gemeinsame Vorfahren haben und die stammen, ja, Dinosaurier sind ja auch aus Eiern ausgeschlüpft und ja, deswegen kann man so oder so sehen. Haben wir jetzt deswegen mal für Team Henne entschieden, obwohl es eben auch das Ei sein könnte. Ist ja eigentlich auch egal. So, Frage wie immer bei so einer Splatfest-Aufnahme ist halt, das muss man ganz kurz noch erwähnen, heute ist der 23. August. Das Splatfest ist noch bis heute Abend, Punkt Mitternacht, noch verfügbar. Deswegen wird die Folge sicher nicht mehr heute kommen, an der folgenden Tagen dann, wenn wir das Video mal hochladen. Und ich gehe mal davon aus, dass mal so, ja, sind immer ein bisschen länger die Videos, weil es eben so Special-Folgen sind. Also 40, 50 Minuten könnte es schon werden. Und so langsam echt überlegen können, so, keine Ahnung, echt mal ein Splatoon oder ein Splatfest-Playlist zu machen. Weil doch mittlerweile relativ viele Videos zu Splatfest gemacht habe. So, eine Jungsband, okay. Diesmal ein bisschen besser anstrengen. Ein bisschen besser zocken. Das Problem ist auch mit dem Roller, also was heißt Problem? Es gibt ja mit dem Roller zwei Optionen. Entweder überholst du den Gegner, was zwar cool aussieht, aber nicht immer so gut gelingt, weil du dich an den Gegner ranschleichen und ranpirschen musst. Eine Option ist ihn zum Beispiel so zu kriegen. Oder so. Das setzt natürlich voraus, dass das Zielen funktioniert. Aber auch das mit der Höhe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so mache, oder so mache, oder so mache, das ist ein Unterschied, ob ich da was treffe. Da ist doch einer. Okay, der Sniper ist ein Anfänger. Wenn man relativ schnell mit dem Sniper anfängt, irgendwie in einen Frontkampf zu gehen. Das ist eine ganz doofe Idee. Ich bin jetzt mal ganz fies. Schade. Ich dachte eigentlich, wir würden ihn kriegen. Ich kann mir sogar vorstellen, im Tablet-Modus hätte ich ihn noch gekriegt, weil da war jetzt schon. Ich meine, die haben auch gut dazwischen gemogelt und so, das schon. Eigentlich hätte ich ihn voll erwischen müssen. Genau wie der hier! Auch krass, weil ich glaube, den einen Typ noch sogar dreimal erwischt, bis er endlich mal down war. Aber sagen normalerweise mit dem Kriegsroll, wenn du halt nicht unmittelbar neben ihm stehst, brauchst du etwa 2 Treffer. Aber eben, wenn du es halt nur so machst. Also jetzt habe ich eigentlich den stärksten Angriff genommen, aber war halt trotzdem relativ weit weg, sag ich jetzt mal. Und deswegen hat es trotzdem nicht ganz gereicht. Deswegen gerade ein bisschen zurück. So, 2 geplättet. Aber irgendwie machen die ja nicht gerade was Gutes draus, sag ich jetzt mal.
bloß zur Ablenkung. Nein! Verdammt! Wenn natürlich unser ganzes Team plötzlich drauf geht, dann ist doch alles im Arsch. Nee, das haben wir verloren. Mit Pauken und Trompeten. 100 Punkte zu wenig. So ein Mist. Tja, da ist man schon ein guter Heine-Fan und was bringt es einem? Nix. Uff, interessante Effekte. Immerhin schon mal zweimal ein Spritzschuh. Da gibt es so schön. Natürlich im Idealfall wäre es jetzt, wenn ich in dieser Folge zum Fanclub, der Henne-Fanclub leider werden würde, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering. Sehr, leider. Volle Kanäle-Fan der Lulli. Weil ich meine, gut 800 Punkte zu holen. Möglich, ja, wenn wir ein bisschen anstrengen, wenn es ein bisschen gut läuft und so. Nee. Ist halt wie es ist, nicht wahr, Freunde? So, immer wieder mal Gegner der anderen Gruppe. Also bis jetzt zwar gab es nur ein einziges Mal, wo ich gegen unser eigenes Team antreten musste. Weil einfach nicht genügend der Ei-Fraktur oder der Fraktura, der Gruppe, sagen wir es mal so, der Gruppe zu finden war. Warte mal, wo ich noch nie drauf war. Mit der Imperial-Ausrüstung, okay. Ich war noch nie da oben, warte mal. Kurz hier oben noch. Manche ein bisschen einen Weg machen, okay. Das war noch nie, oder? Geht auch nicht, okay. Dazu ist können vielleicht sein, es funktioniert. Zack, down. Das liebe ich mit dem Roller. So, warte mal. Darum ist relativ... Ah, jetzt war ich gerade in Billionaire-Modus. Ernsthaft das ganze Team ausgelöscht? Doch komm schon, Freunde. Was macht ihr da? Ja. Korrekterweise sollte ich eigentlich sagen, was machen wir? Jetzt soll es so einen, der da mit Dinger arbeitet. Ja super, sind zu zweit da. Ja, na doch, gut. Dann kann er erst noch das Gebiet noch einnehmen. Schwein gehabt. Mein einer ist abgehauen. Hat man so, hä, okay. Dann haben wir nicht mehr genommen. Gut, dann haben wir zumindest eins der beiden Gebiete. Wow! Zack. Der muss weg. So, der muss noch weg. Kann sich irgendwo noch einen? Glaub nicht, wa? Okay, das war sehr viel Glück. So. Falls ich alles genau markiert habe. Ja, gut, komm. Raus hier. Wo ist er? Die Tricks kenne ich schon, Freunde.
Ich habe relativ viele Plack gekriegt, muss ich sagen. Alter! Aber trotzdem, da sieht man es mal wieder, wie das Gefühl einen täuschen kann. Dann so von denen, okay, ich habe so viele Plack gemacht. Aber wenn zwei andere halt 0 haben, gut eben, Stufe 13, Stufe 18, ja, ist man relativ Anfänger. Der andere war zwar auch nicht viel höher, trotzdem 8 Kills. Kann so oder so laufen, Freunde. Das ist ja auch das Schöne und Spannende an Splatoon. So, dann nehmen wir mal den hier, schon lange nicht mehr. Muss ja sagen, ich hatte eigentlich vor dem Splatfest auch schon lange nicht mehr Splatoon gespielt. Zuvor, längere Zeit, vor allem Super Smash und mehr so für mich selber so ein bisschen trainieren, um vor allem neuen DLC-Charaktere kennenzulernen. Ich sage euch, ich meine, klar, Banjo-Kazooie sind schon geil zum Zocken. Aber da vor allem da quasi mit dem, wie soll man denn sagen, ja, ist halt der goldene Feder-Move, aber jetzt in Super Smash-Manier, ich meine, ist ja quasi eine Super-Armor, wo du quasi durch fast alles irgendwie durchbrettern kannst. Was schon sehr, sehr krass ist, oder jetzt irgendwie auch ältere Charaktere, die ein Update bekommen haben, zum Beispiel Ike, dass einfach, wenn er seinen Up-A-Move, beziehungsweise nicht Up-A, sondern Up-B-Move macht, also da, wo er halt in die Luft steigt mit dem Schwert und so nach unten saust. Das nimmt, weil die höchste Prio hat, wenn er mal erst drin ist, kann es nicht mehr kontern und so. Auch sehr krass und vor allem Byleth, ey. Alter, Byleth, haben sie. Er hat echt, vor allem, was ich am Byleth so geil finde, ich habe echt viel gezockt, so ein bisschen sehr gut kennenlernen und so. Was mich am Byleth doch sehr verwundert, dass sie das so gemacht haben. Ich meine, klar, er hat sehr viele Heldenrelikte oder Herion-Relikte in diesem Spiel, auf einmal wie aus es heißen. Bei Byleth kommt es mir schon ein bisschen übertrieben vor, wie mächtig die sogar sein können oder wie gut, dass man die einsetzen kann, sag ich jetzt mal. Ärzte liegen so hinten, warum? Ah, deswegen. Autsch. Ah, deswegen liegen wir hinten, weil der andere Typ nichts macht. Hey, komm schon, Juli, ich weiß, es ist schon August, aber trotzdem kannst du mal was machen. Ja, hast du keine Chance. Diese Frage, wo ist der Juli-Typ hin? Ah, das ist weiterhin K.O. Okay, also wurde er disconnected. Schade. Problem ist halt, im Gegensatz zu sonstigen Rangkämpfen bei Splatoon, wenn da halt einer disconnected, beim Splatfest zählt es trotzdem. Tja. Nee, kann's nicht mehr tun, Leute. Das war's. Das war's. Kommt der jetzt bitte her? Feuert zwar cool an, aber ich sehe nichts. Was passiert? Sind noch alle da? Nein, mindestens einer ist schon weg. Ist bereits im Feierabend.
Sonntags um 5:30 vor allem. Das war vernichtend. Luli, ja, der war so ein bisschen Luli. Ja, nee, Freunde, das ist der keine Chance. Keine Chance, einfach alles im Arsch. So komme ich auch nie auf die 999, die ich bräuchte. Doof, doof, doof. So, da wir immer noch Sommer haben und es doch relativ warm ist, vor allem zum Aufnehmen, nee, stelle ich wieder mal einen Ventilator an. Ja, das Problem ist aber beim Aufnehmen, im ja, doch kann man sagen, im Hochsommer oder generell im Sommer halt. Klar, wenn es draußen heiß ist und so, du kriegst auch die Wärme im Zimmer nicht raus, also vor allem halt die hohe Luftfeuchtigkeit wegen dem Schwitzen. Die macht dann auch relativ viel aus. Und wenn es dann mal regnet draußen und wenn es mal 1 oder 2 Tage kühl ist, bis du wirklich mal die Hitze draußen hast, dauert es wieder eine Weile. Dann hast du vielleicht so ein Zeitfenster von ein paar Stunden, wo du eigentlich relativ entspannt und viel aufnehmen könntest und dann ist wieder relativ warm im Zimmer. Denkst du so, hey, ja, ein bisschen durchlüften. Nee, gehen hier, weil draußen über 30 Grad. Denkst du, ja, super, geil. Das ist dann sehr beschissen. Aber hey, that's life. So, da kannst du noch immer cool. Nö. Die anderen sind nicht cool drauf, Freunde. Ich bin der einzige coole hier. Schade. Hau ab, da ist unser Gebiet. Ohne sagen, seht ihr doch. Dein fucking Ernst. Kann bitte mal jemand killen? Ich weiß nicht, ob jemand der gekillt hat oder nicht, aber ich hoffe es. Ich glaube schon. Danke! Ganz kurz hier hoch. Sieht eigentlich relativ gut aus, zumindest auf den ersten, zweiten, dritten Blick. Ja, fast. Hätte auch funktionieren können, Kumpel. Ah, schon nicht zu viel die Kamera schwenken muss. Ist ein bisschen durchplatziert, komm. Der ist besser. So, hätten wir auch. Schade, da der hätte ihn. Nö, da ist er wohl. Hä? Zwei von uns draufgegangen oder zwei von ihnen? Von der Kombi. Wir sind nicht ganz geschnallt. Hä? Okay, er hat einen okay. Ein Punisher vielleicht ein bisschen schräg erwischt, aber ich habe ihn trotzdem erwischt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, oft genug, dass er ihn gekillt hätte sollen.
Hätte müssen. Hm? Ach, ist ja auch egal. Wir haben gesiegt. Das ist die Hauptsache. Yeah, yeah. Er ist einfach down. Er ist so down, wie man nur down sein kann. Er ist super down. So, weiterkämpfen? Ja, gerne, aber dann doch mal eine andere Waffe. Ja, ja. Wir können ein bisschen durch die Gegend rennen. Ja, komm. Uracher Henne-Fan. Ja, ich bin Fan vom Huhn, geil. Andere sind Fan von den Eiern. Also im Prinzip ist es ja eigentlich auch ein bisschen wie Team Fleisch gegen Team Veggie. Hm? Also Veggie im Sinne von vegetarisch, nicht vegan. Du. Das ist ein glorreicher Henne-Fan. Der geht mir so auf die Henne, Freunde. Ah, schön. Mein Beitrag, den ich dazu geleistet habe. Bisher zumindest. Hat auch schon mal mal 10 Kampf, den ich sogar gewonnen habe. Leider bisher nur einen einzigen. Sehr, sehr schade. So, 3-mal glorreicher und einmal der Fanclubleiter. Dann hoffe ich mal, er leitet uns, beziehungsweise führt uns zum Sieg. Da haben wir ein Fanclub, glorreich, super, Fanclub, okay. Wo zum Henker bleibt die Wandelzone? Ja, wir sind cool, du. Und wir zocken, als wäre es der letzte Morgen. Ah, ich hau ab, tschüss. Digga, ein bisschen schwierig. Was? Scheiße. Ja, die würden erwischen, der wäre nicht weit genug. Puh, Schwein gehabt. Tschüss, hau ab. Wow, da ist noch einer. Sind überall welche. Ist irgendwo ein Nest? Der schon wieder. Ah, kein hinter mir. Hä? Ja, von hinten, scheiße. Aber nicht gesehen. Von hinten wäre es auch ein bisschen schwierig. Ich komme schon und sterbe gleich. Oh, scheiße. Hä? Von wo? Aber doch der die ganze Zeit unter mir war. Okay. Und ich habe mich schon gewundert. Okay, das war ein Fehler, dahin zu gehen. Mann! Das muss so lange dauern, bis sie mal explodieren.
Gehen wir ganz kurz da hoch. Der kommt so weit mit so einem scheiß Sprudel. Läuft mal nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, eigentlich hätten wir uns jetzt hinterrücks angreifen müssen, aber keine Zeit dafür, keine Zeit und keine Chance. Mann, nee, dass wir die ganze Zeit verlieren, ist so deprimierend. Ich ball sogar meine Faust. So im Sinne von, warum nur? Aber es reicht einfach nicht. Ja, ich glaube langsam mal Zeit für ein komplett neues Team. Bye bye. Deswegen erfolgreicher sein werde, das haben wir dahingestellt, aber ja, ein bisschen was Neues, Frisches, schadet glaube ich nie. Ich hoffe es zumindest. Die Kämpfe werden gesucht. Mhm. Top Trunks, okay. Warum Top? Hat er einen Bruder, der heißt Bottom Trunks oder was? Färbe möglichst viel ein. Ja, ich versuche es doch. Du. So, Wandelzone. Warte mal, ich muss da irgendwie da oben hinkommen. Das sieht zumindest so aus. Da oben, genau hier. Irgendwie hinkommen. Gut, ich meine, ich kann es einfärben, ja, aber ich dachte, man käme noch irgendwie hin. Wow! Das ist ein Arsch. Nein! Oh, scheiße. Also irgendwie kurz wegen den Knöpfen verwirrt, weil ich dachte, okay, ich kann jetzt schon und dann konnte ich irgendwie doch nicht aktivieren und dann, ja. Alter, natürlich alles schön im Kreis, es ist gar keine Chance, als auszuweichen. Ja, und er stirbt direkt, dankeschön. Jetzt einfach, das verstehe ich ihn auch nicht, Leute. Wir sind doch ein Team, wollen nicht einfach abwarten. Zumindest bis zum letzten Moment, er hätte jetzt ruhig noch abwarten können. Komm, er ist vorgeschwächt, ich wollte schon sagen, ey. Ja. Immerhin 1. Wenn sie jetzt zweimal mit Splattlings sind und sie können damit umgehen, dann ist echt schwer. Aber er braucht Hilfe.
So, die Mitte hätten wir auch. Sehr gut. Alter, natürlich in der Luft abgeschossen. Klar, so gut bist du und so weit siehst du auch. Ist klar. Und noch einer da, der wird gleich auch gekillt. Och Menno, da bin ich schon mal in der Arena und dann ist trotzdem alles für den Arsch. Ja, ja, wenn man die Mitte halt erobert hat, heißt noch lange nicht, dass man auch gewonnen hat, ja. Ja, sicher, dass die mit den Splatling gar nicht die meisten Kills haben, aber das, ja, das Problem ist einfach mit den Gatlings, das Splatlings. Wenn du noch die scheiß Kugel einsetzen kannst, bist halt doch relativ weit von allem weg und so und also kannst die Gegner auf Abstand halten. Und dann können die anderen die natürlich noch killen und so, oder wissen genau, wo sie sind. Das ist halt immer ein großer Vorteil, aber nehmen wir jetzt mal den. Ah, nicht mal die Hälfte. Tja. Was will man da noch sagen, Freunde? Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan, was man groß sagen will. Also vielleicht, nein, wieso? Färbe möglichst viel ein. Jungs, die mit Waffen mixen, klingt immer gut. Ah, warte mal, das ist aber die Waffe. So, dann sage ich mal Kamehameha! Vielleicht zielen ein bisschen. Alter, ist... Ja, deswegen sage ich... Echt sag's eben zu wenig das Problem. Neben Pro-Control bin ich da gar nicht gut, weil das einfach auch nicht empfindlich genug, sag ich jetzt mal. Und empfindsam genug, muss ich so sagen. Weil das Problem ist, wenn er zu empfindlich wäre, ist er wiederum... Ja, aber trotzdem anders, als es halt ein Ding wäre. Im Tablet-Mode. You fucking kidding me? Ja, du mit dem Weg abschneiden, dass man gar nicht mehr bewegen kann, ist klar. So sehe ich aus. Schöner Schuss. Was? Boah. Danke. Ernsthaft? Oh, nee. Ich dachte, war der gleiche, mir vorhin schon mal ein bisschen angeschossen hatte, aber nö. So, immerhin noch 2 erwischt. Es sind nur noch 20 Sekunden, aber könnte vielleicht reichen.
Bäm, 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 und tot. Dreifach tot. Nee. Nee. Es reicht nicht. Michumaru. Holla Nino, das war aber ziemlich gut. Also der Typ zumindest. Ja, Stufe erhöht 7 Stern, ja, schön. Tja. Und nun? Ja, komm. Ich würde sagen, eine Runde machen wir jetzt noch. Er ist halt ein bisschen frustrierender für mich, wenn er genau weiß, ey, ja, ich will die ganze Zeit nur, weil ich halt dämliche Fehler, beziehungsweise nicht unbedingt Fehler, aber halt controllerspezifisch halt auch ein bisschen zu ungeübt wieder bin. Deswegen die Gegner verfehlen. Aber andererseits, ich meine, komm, ich meine, ja, auch schon 40 Minuten. Reicht eigentlich auch schon von der rein von Länge her und so. Für eine einzige Folge. Ich hoffe jetzt also nochmal in den Genuss der letzten Stage kommen. Also mit der Wandelzone. Nein. Ketasia-Markt. Mit Tintenshocks. Oh. Cool. Da geht natürlich keine Freude. Denn wenn wir ihn ständig schocken, das hat er sicher nicht so gerne. Ernsthaft. Da kann man nicht runter? Schwören können. Den haben wir jetzt nicht gesehen, der war irgendwo nirgendwo. Da ist noch einer. Das war knapp. Genauso gut sein können, dass er mich noch trifft. Nein! Ah, schade. Hätte vielleicht noch ihn kurz überrollen. Ich habe mich dann doch ein bisschen zu sehr auf Abstand gehalten. Nein! Ah, wieder verfehlt. Okay, den hätte ich eigentlich schon früher erledigt gehabt. Toll, wenn mal der Einzige, der hier steht. Den haben wir jetzt echt nicht gesehen. Hä? Die waren doch beide vor mir. Ach, Menno, was ist mal irgendwie der Millimeter gefehlt hat, weil ich den Klecksroll zu tief hatte. Hätte ich Millimeter 2 höher gehabt, hätte ich gekillt. Ja, treffen müssen wir können. Haben wir jetzt dann noch irgendwie aufgeholt? Ja, ne, wir haben einfach anders, anders eingefährt. Ja, gut, aber ich meine, nur 26 Punkte Unterschied, das ist nicht viel. Also so betrachtet haben wir doch
gut aufgeholt. Wenn, vermutlich auch zum Teil ein bisschen ungewollt. Also natürlich ungewollt im Sinne von, hey, wir wollen aufholen, wir wollen gewinnen, aber ungewollt im Sinne von, so war es aber nicht geplant. Das meinte ich eigentlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich hätte gerne noch irgendwie die Wandelzone nochmal zum Abschluss. Und vor allem wieder mal einen Sieg, das kann aber nicht wahr sein, ey. Und klar, jetzt haben wir ja fast, nee, noch nicht ganz die Hälfte, ich bräuchte. Ein Fanclub-Leiter. Oh Mann, ey. Ich glaube, im nächsten Splatfest sorge ich auch dafür, dass ich, bevor ich da wieder aufnehme, schon irgendwie rund, sag ich jetzt mal, 100 Punkte vor dem Erreichen des Fanclub-Leiters bin. 100 Punkte schaffst du so oder so, relativ schnell. In eigentlich 5, spätestens 5 Matches, weil 20 Punkte kriegst du relativ schnell fürs Einfärben und so. Wenn du dich nur ein bisschen anstrengst, sag ich jetzt mal. Wunderbar, Freunde. Die letzte Runde nochmal in der Wandelzone. Also, was ist meine Strategie? Wie gewohnt, gehe rechts durch und gucke, dass ich irgendwie keinen Scheiß baue. Hat der nicht gerade ernsthaft ein Christmas Tree auf dem Kopf, also ein Weihnachtsbaum? Ah, wir haben genau die gleiche Idee, schön. Wenn er oben durch, gehe ich schon mal unten durch. Er kann ja sonst auch da machen, dann gehe ich da unten durch. Macht das? Ja, macht's. Natürlich, denn es ist Kal-El, er ist von Krypton. Natürlich erwischen die mich auch in der Luft, ist klar. Warum der verdammte Tinschong nicht einfach schneller sein kann, verstehe ich auch nicht. Ich muss so einfach irgendwie anders spielen, es geht nicht anders. Mann, jetzt bin ich schon markiert, hey, was soll der Scheiß? Ja, natürlich triffst du auch von überall, über alle Hindernisse und so. Hat er Hilfe? Ja, ich dachte mir schon. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Da hat er eh schon so einen scheiß Regenschirm, der ihn von allem schützt, dann genau in dem Moment natürlich. Boom, auch übrigens. Ich habe ja einen Titenschock. Bye, bye. Ja, wieder mal vernichtet werden. Und dann genau natürlich in solchen Momenten hast du einfach mal keine Tinte mehr. Und er ist alleine da, wird sowieso gleich gekillt. Weil wir zur Hilfe kommen, es noch irgendwie schaffen würde. Kann es sein, dass wir wieder einer zu wenig sind? Ja, wieder einer zu wenig, super. Oh. Das ist sowas überhaupt gewertet wird, das kotzt mich auch ein bisschen an, ganz ehrlich. Aber egal. So ist halt Splatoon, Freunde. Da muss man damit leben. Oder einfach nicht zocken. Das ist die andere Variante. Hier mal grandios verkackt. Ja. Machen wir jetzt eine kleine Pause, nachher werde ich privat ein bisschen weiter zocken. Halt wieder mal im Tablet-Mode, wo es sowieso besser geht. Ach
generell, ich meine, klar, das kann jetzt auch damit sein, weil ich halt nicht mehr dran gewohnt bin und so, aber generell kommt es mir halt auch so vor, dass halt im TV-Mode Splatoon doch halt nicht ganz so flüssig läuft im Tablet-Mode. Würde man, das betrifft ja viele Spieler. Vielleicht müssen wir auch einfach mal, wenn es mal soweit ist, mal eine neue Switch-Version zulegen. Man gibt ja schon die Switch Lite, aber das ist was anderes. Aber generell mal eine bessere Switch mit einer klein bisschen besseren Performance wird es sicher mal geben. Und eine Switch 2 oder whatever. Aber es ist ein anderes Thema. Freunde, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet trotz allem Spaß hier in dieser Folge zum, kann er gesagt, diesjährigen Splatfest, nee, halt zu diesem Splatfest. Huhn gegen Ei, sagt mir doch bitte in den Kommentaren, für welche Gruppe, falls ihr überhaupt entschieden habt, falls ihr überhaupt mitgezockt habt, für welche Gruppe ihr euch entschieden habt, vielleicht sogar aus welchem Grund, weil eben ist ja auch irgendwie zum Teil eine Glaubensfrage, zum Teil eine Überlegensfrage, Logikfrage, whatever. Ich würde mal sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Splatfest, wann auch immer das sein soll und was auch immer das für ein Thema sein soll. Bis dahin, bye bye.